Herzlich willkommen zum GVC Podcast Talk, einem Gespräch über Gott, die Welt und Inspirationen für einen lebendigen Glauben mitten im Alltag. Ich lese Esra Kapitel 1, die Verse 9 bis 11. Und dies war ihre Zahl: 30 goldene Schalen, 1000 silberne Schalen, 29 goldene Gefäße, 30 goldene Becher, 410 silberne Becher minderer Qualität und 1000 andere Gerätschaften. Alle Geräte aus Gold und aus Silber zusammen waren 5400. Sheshbazzar führte alles mit sich, als er mit den Verbanden von Babylon nach Jerusalem hinaufzog. Man sagt ja, Bibelvers auswendig lernen oder Bibel kennen, Gottes Wort kennen, hilft einem im Alltag als Christ. Bei diesem Vers bin ich mir noch nicht ganz so sicher, wie viel das für unseren Alltag nützt. Aber warum das Bibelvers auswendig lernen oder Bibel kennen, in der Bibel verwurzelt sein, mega viel Sinn macht, genau das möchten wir mit dem heutigen Gast, mit dem Simon Etter, zusammen entdecken. Schön, bist du da. Merci, schön da zu sein. Ja, herzlich willkommen hier in der GVC Winterthur. Du kennst GVC schon in- und auswendig. Du bist nämlich Pastor in der GVC im Zürich-Oberland, im Ahrtal, daheim. Ich stelle dich zum Start gerade noch ein bisschen kurz vor und du darfst dann ergänzen, alles, was ich vergessen habe. Wie schon gesagt, Pastor, das machst du Teilzeit. Du bist auch noch am IGW als Studienleiter tätig. IGW ist eine theologische Bildungsausschnitt in Zürich, wo wir beide sogar auch noch Teilzeit noch studieren, zu allem an. Du bist aber auch und vor allem Papi von 2 Kids, gell? Ja, 2 Boys. 2 Boys, die dich sicher auch dann immer wieder auf Trab halten. Und bist verheiratet, interkulturell, mit einer Amerikanerin, stimmt das? Ja, mit einer Amerikanerin, die einen indischen Vater und eine philippinische Mutter hat. Von dem her wirklich Das ist wirklich interkulturell. als Adelboden schon ziemlich Zugang von dem, was ich mir jemals so vorstellen konnte. Wow, cool. Und du wohnst in Altstädte, Zürich. Yes, genau. Was Sehr gut. fehlt da noch? Hey, das sind, glaube ich, die wichtigsten Sachen. Ich glaube, es gibt ganz vieles noch zu mitsagen. Aber ich würde mal sagen, das sind ein paar gute Rahmen Sehr cool. ziemlich gut abgesteckt, von wer ich ungefähr bin. Genau. Ja. Und wenn jetzt ein Montag ist, Montag haben wir Pastoren ja oft frei und du nicht gerade am Studieren bist und deine 2 Boys vielleicht sogar einmal unterwegs sind, was machst du gerne so für dich persönlich als Zeit? Ja, Hobbys. Hobbys, ja? Hobbylos bin ich nicht. Aber was ich sehr gerne mache, ist jetzt ist gerade Frühling bei uns. Sehr gerne auf dem Balkon irgendwie Pflänzchen anpflanzen, Samen pflanzen, Zeug zurückschneiden. Das mache ich mega gerne. Dann Sport bin ich so wieder ein bisschen dran. Habe jetzt langsam ein bisschen sportliche Pause gemacht. Aber so ein bisschen Sport machen, genau. Ich habe am Montag tatsächlich nicht frei. Das heisst, genau, ich kenne das sehr selten, dass meine Boys unterwegs sind, ich ganz viel Zeit für mich alleine habe. Aber wenn das so ist, dann würde ich mega gerne lesen. Genau, oder Zeit mit der Frau verbringen. Cool. Sehr cool. Ja, Christi hat ja ganz schön viel mit der Bibel zu tun und an der Follow Jesus, wovon man übrigens alle Sessions kann anhören und nachschauen, auch die von dir. Dort hast du uns mitgenommen in die Wichtigkeit darüber, die Bibel zu kennen, das Buch zu kennen und sogar, und das ist deine mutige These gewesen, die Bibel sogar auswendig zu lernen. Also nicht die ganze. Nicht die ganze, genau. Aber warum sollen wir das machen? Warum sollen wir uns in diesen Bibeltexten so gut vertiefen, dass wir die sogar auswendig können? Mhm. Ja, also ich habe es so spannend gefunden. Ich habe mich vorbereitet für die Session und so überlegt, hey, was soll ich da bringen? Und eben, wie du sagst, ist eigentlich recht ein mutiges. Ist das Thema, das ich jetzt nicht schon häufig Predigten darüber gehört habe. Dass Ja. die Prediger wirklich gesagt hey, die Bibelverse auswendig lernen, ist sehr ein Nischenthema, keine Ahnung, das ist etwas sehr Spezifisches. Und ich habe mir recht schwer, da denke ich so, das kannst du nicht bringen. Und dann am Samstagmorgen von dem Follow Jesus Wochenende hat Hannah eigentlich genau über das geredet gehabt. Sie hat auch über das Verwurzeln Wort Gottes geredet gehabt. Und ich bin nach am Nachmittag dran gekommen. Und irgendwie hat es mich ein bisschen entspannt gehabt. Ich dachte, okay, ich bin glaube nicht komplett an einem anderen Thema, als jetzt irgendwie das ganze Wochenende so ein bisschen im Zentrum steht. Das habe ich noch cool gefunden. Ja. Weil ich wirklich nicht so sicher war. Ja, für mich ist es hat damit zu tun gehabt, wir haben das Thema Wasser, das uns begleitet hat. Und im Vorhinein so verschiedene Wasserthemen angeschaut, oder Wasserbilder. Und dann habe ich mit dem Timon und mit dem Dani darüber geredet und gesagt, komm, wir reden über die Abwesenheit vom Wasser reden, über die Dürre und was dann hilft so in Wüstenzeiten. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, was hat denn mir persönlich geholfen? Was waren so Sachen,
für mich so wie eine Oase in der Wüste war. Mhm. Und da ist mir eben in den Sinn gekommen, dass ich eigentlich durch Bibelverse auswendig lernen und Bibelstellen auswendig lernen, gerade in schwierigen Zeiten wirklich so eine Oase gefunden habe. Und dann denke ich, weisst du, jetzt mute ich das allen zu, Mhm. die Challenge rauszubringen. Und ja, mir ist nachher beim Vorbereiten auf ganz viele Sinn gekommen, die ich vor Jahren mal mich damit beschäftigt habe und gesehen habe, dass eben das nicht einfach nur für mich etwas relevant ist, sondern dass ganz viele andere weise Glaubenshelden von mir irgendwie das auch schon sagen, dass etwas mega Wichtiges ist. Eben, ich habe den N.T. Wright erwähnt, der die Challenge gegeben hat, den ganzen Epheserbrief auswendig zu lernen. Das ist viel. Genau. Oder der Dallas Willard, der auch gesagt hat, dass für ihn etwas ganz Zentrales ist Ja. für sein Glaubensleben. Genau. Also darum, ich habe dann wie gemerkt, weil es für mich persönlich so wichtig war und wirklich so viel Halt gegeben hat in Mhm. schwierigen Zeiten, habe ich gedacht, komm, jetzt teile ich das und vielleicht tut es dem einen oder anderen etwas, ja, hilft es denen. Und ja, jetzt schon von ein paar Leuten gehört, dass das doch irgendetwas ausgelöst hat. Und genau, bin ich sehr froh, dass es nicht einfach nur etwas für mich war. Hey, mega cool. Ja, du hast sogar in deiner Session schon einzelne Verse ja gesagt, die man könnte auswendig lernen. Ich habe es sogar schon probiert, habe den Vers, also probiert, ich würde sagen, ein Vers oder zwei Verse vielleicht sogar, habe ich schon auswendig gelernt. Römer, Kapitel 5. Und das ist wirklich cool. So Texte, die in dem Sinn, also all das da drin ist Wahrheit, aber so Texte, die irgendwie so im Alltag von unserem Leben doch noch können Mut auf den Weg geben, eine Ermutigung sein. Und das sagt ja die Bibel von sich auch, dass sie uns will, oder das Wort soll uns den Weg leuchten und so weiter. Mega, mega cool. Aber vielleicht zurück zu dem Vers aus dem Esra-Buch. Ich glaube, wir sind uns einig, wir müssen ein bisschen herausfinden, welche Texte das sich lohnen und welche nicht. Jetzt nebst dem Epheserbrief, was denkst du, warum vielleicht auch gewisse mehr, gewisse weniger lohnt sich, zum da drin zu verweilen? Ja, voll. Ja, eben, es gibt sicher gewisse Verse oder Abschnitte, wo man sagen, eben so Aufzählungen von Namen oder irgendwelche ja, ganz spezifische Gesetze und Zeug und Sachen, wo man sagen, hey, spannend zum Studieren, zum reingehen, ob es jetzt für die Gottesbeziehung extrem relevant und ob es wirklich zu einer Quelle wird und du das auswendig kannst zitieren. Wow, Ja, genau. Also jetzt, ich weiß schon nicht mehr, wie viel Schalen da sind von minder ich weiß das auch nicht mehr. Genau. Aber hey, ich glaube, eben, es gibt so bewährte Texte, ich meine, die sind nicht die sind ja nicht wegen nichts so bekannt, das Psalm 23 zum Ja. Beispiel. So ein bekannter Psalm, wo, glaube ja, wahrscheinlich fast jeder schon mal gehört hat, auch Nicht-Christen. Ja. Irgendwie auf einer Beerdigung häufig, oder 1. Korinther 13, dann bei den Hochzeiten häufig. Es gibt so die bekannten Verse, die bekannten Stellen, genau, was sich sicher mega lohnen, wo ich persönlich jetzt die zwei Stellen zum Beispiel sehr, sehr hilfreich gefunden habe, zum Auswendiglernen und so ein bisschen, sich damit auseinanderzusetzen. Oder eben der Römer 5, den du erwähnt hast, so, wo grundlegend so über Gnade und über Gottes Wesen und über unsere Beziehung mit ihm beschreiben. Mhm. Genau. Aber nachher, glaube ich, kann es auch sehr individuell sein. Also ich habe schon das Gefühl, dass Gott irgendwann bei mir beim ganzen, ich würde mal sagen, random Vers, weißt du, jetzt vielleicht dir nicht viel würde sagen, Ja. irgendwo bei mir etwas ausgelöst hat, etwas angesprochen hat, mit mir ins Gespräch gekommen ist und ich dann an dem rumgenackt habe und mich mit dem auseinandergesetzt habe, wo wahrscheinlich jetzt nicht für jeden gleich viel Substanz drin wäre. Ja. Genau, also da kann es, glaube ich, nachher den Gott irgendwo an ganz anderen Stellen irgendwo den Finger drauflegen, genau. Mhm. Cool. Ja, ich glaube, was so ein bisschen bei uns recht oft bekannt ist, so unter dem Thema stille Zeit, ist ja schon, dass wir die Bibel lesen, einen Abschnitt für Abschnitt, Tag für Tag und versuchen, irgendwie mehr über Gott zu erfahren. Und ich glaube, was du angesprochen hast oder vielleicht oder hoffentlich auch angerollt hast, in meinem Leben zumindest und hoffentlich auch in vielen anderen, ist, dass wir einzelne Verse vielleicht wie tiefer in uns einbringen, so dass sie uns eben einerseits in einer Dürrezeit vielleicht helfen können, ermutigen, aber auch einfach im Alltag wieder uns in den Sinn kommen. Dass wir eben vielleicht, wenn wir auf den Bus warten, dass wir merken, warte, ich bin doch gerade einen Bibelvers am auswendig lernen oder ich habe doch den gerade gelesen, um was geht es dort? Und dass es weniger so ist, die Geschichte kennenlernen oder mehr über irgendwie gewisse Sachen in der Bibel kennenlernen, sondern so das tiefe verbunden sein, ja, wo dann auch ins Herz geht. Das ist mega cool. Ja, das in der Session erwähnt hatte. Ich finde es eben das Coole am Bibelstellen auswendig lernen oder wirklich so, ich habe das Wort Haggah gebraucht oder den Begriff Haggah, Wo kommt der? kennen glaube ich auch. Zeig uns schnell.
Ja, also Hagar, eben, das ist ein hebräisches Wort, das immer wieder gebraucht wird. Ist viel für Tiere wird das gebraucht. Okay. Also Taube tut Hagar, das ist das Gurren, das ist so vor sich herlaufen und so, genau, also wie Gurren geht. Ja. Oder das Knurren vom Leu. Genau, aber es hat so mit etwas Halblautem vor sich her tönen, reden zu tun. Ja. Und in der Bibel wird es immer wieder gebraucht, dass man das Gesetz oder eben die Worte soll Hagar. Genau, und ich glaube, in der jüdischen Kultur, wenn ich es richtig verstanden habe, haben die wirklich so Halbblut rausgelesen oder das Zeug so Halbblut zitiert und die Worte wiederkäut. Das Wiederkäuen ist zum Beispiel so ein gutes Bild. Einfach so, dass die Texte immer wieder so zu bewegen und zu wälzen. Und ich habe in der Session erklärt, dass eigentlich die Bibel selber so den Anspruch macht, dass sie möchte, eben nicht einfach nur isoliert gelesen, studiert und dann geschlossen werden, sondern sie möchte so eben Tag und Nacht darüber nachgedacht werden. Also die jüdische Bibel hat so drei Abschnitte. Das Gesetz, die Tora, die ersten 5 Bücher von Mose, Propheten und dann die Schriften. Und dazwischen gibt es die Übergangstexte, die fast identisch sind. Also Josua 1 und Psalm 1, die beschrieben werden, wie das Gesetz gelesen werden. Es ist jedes Mal Hagar, Okay. dass die Texte Hagat werden. Und ich finde das spannend. Es ist so die Einladung von nicht einfach die Bibel am Morgen für 10 Minuten aufmachen, sich damit auseinandersetzen und dann schließen und dann gehen wir quasi in unseren Alltag, sondern es irgendwie mitzunehmen. Ja. Genau. Und da gibt es ganz unterschiedliche Formen wahrscheinlich. Aber so das Auswendiglernen ist so eine Form, wo du nachher immer wieder kannst darüber nachdenken und kannst wieder anfangen zu zitieren und probieren durchzugehen. Und eben bei der Bushaltestelle kannst du darüber nachdenken. Das finde ich schon sehr, ja, ich finde es sehr hilfreich, um den Tag dir eben mitzunehmen. Mega cool. Genau. Die Bibel wiederkommen, das ist mal eine Ansage heute. Hey, das könnte ja auch irgendwo durch einen Druck in uns auslösen, wenn wir jetzt sagen, du hast zwar nie das Wort «müssen» genannt, aber so ein bisschen, es ist vielleicht auch schon eine neue geistliche Gewohnheit zu schaffen. Etwas, wo uns, das ist ja immer etwas, wo wir versuchen einzusetzen in unserem Alltag, das uns hilft, Jesus nachzufolgen, oder? Das wie genau zusammen beten, Fürbitte machen, in der Bibel lesen, am Sonntag in den Gottesdienst gehen, das sind alles so geistliche Gewohnheiten, die wir haben, die aber auch immer wieder einen Druck in uns auslösen können. Woher auch immer der kommt. Das könnte ja da auch passieren, oder? Voll. Hey, ich glaube, es ist eine ganz grosse Gefahr von den geistlichen Gewohnheiten. Ist so ein Druckgefühl oder ein Verdienstgefühl. Also im Sinne von, wir verdienen uns etwas mit so geistlichen Gewohnheiten. Und ich habe mehr Fragen als Antwort auf das. Also es ist etwas, wo man sich, glaube ich, muss mega bewusst sein. Und ich hoffe, dass ich nicht zu viel Müsse gesagt habe in der Session. Müsst ihr mal nachschauen. Genau. Für mich startet alles mit der Motivation. Und die Motivation ist für mich Liebe. Motivation ist, hey, ich möchte gerne mich verändern lassen von dem guten Gott. Es ist nicht ein Gottesbild, wo ich das Gefühl habe, ich muss ihm irgendetwas beweisen oder muss mir irgendetwas verdienen mit meiner Disziplin. Sondern Römer 12, Vers 1 ist ja so, nachdem wir Gnade erfahren haben, ist die einzige angemessene Antwort darauf, ist, uns mit unserem ganzen Leben ihm herzugeben. Also für mich ist es so wie die Antwort auf die Gnade. Genau. Bei mir ist es, also wie bei uns allen wahrscheinlich, nicht immer so glasklar, aber das ist die Absicht und Motivation, die ich möchte haben und die ich glaube, die wir brauchen. Und sobald wir das Gefühl haben, es ist etwas anderes, dass wir uns irgendwie mit diesen Gewohnheiten können, irgendwie einen besseren Status verdienen, dass wir uns irgendwie können, keine Ahnung, Gottes Liebe rechtfertigen, dann sind wir, glaube ich, an einem gefährlichen Punkt, ja, weil wir schon ein komisches Gottesbild haben. Also weißt du, ich meine, für mich steht es wie, hey, Gott liebt mich, ich bin angenommen, er hat mir alles vergeben, die Gnade ist wie die Voraussetzung von allem. Und jetzt ist meine Antwort darauf, ist, hey, ich möchte mich verändern lassen. Ich möchte ihm ähnlicher werden, ich möchte ihn besser kennenlernen. Und für das glaube ich, eben, ich bin ein grosser Fan von geistlichen Gewohnheiten. Und ich glaube auch, dass Gott nicht ein Problem hat, mit, dass wir uns irgendwo hineingeben. Ich glaube, es ist immer so, ich sehe ganz oft so das Bild von der Partnerschaft in der Bibel, dass Gott mit uns zusammen arbeiten möchte. Und für mich sind so geistliche Gewohnheiten eben so Mitteil, den ich beitrage, um irgendwo mir auf der Reise Jesus nachzulaufen, follow Jesus. Aber niemals mit dem Ziel oder mit der Motivation, dass es bei mir irgendwo liegt. Ja. Weißt du, was ich meine? Mega, ja. Also die Gefahr, aber die ist
Die haben ja glaub, überall, oder? Mhm. Und ich glaube, es ist schön zu hören, dass es wie so ist, hey, eben Römer 12 uns verändern zu lassen. Das machen wir auch, wenn wir am Sonntag im Gottesdienst unsere Hände öffnen, Gott anbeten im Worship, auch als eine geistliche Gewohnheit. Da kommen wir auch nicht auf die Idee, wo ich muss dann am Dienstag auch wieder mal noch 3 Stunden oder 2 Lieder hören, bevor ich ins Bett gehe. Sondern es ist irgendwie der Ort, wo Gott irgendwie gewählt hat. Worship, Bibelvers auswendig lernen, stille Zeit, alles zusammen, um zu sagen, hey, dort will ich irgendwie mit uns Zeit verbringen. Wo Gott irgendwie sagt, hey, mal, da will ich irgendwie dabei sein und Bibelvers kennen, das tiefst im Herzen, das scheint ein cooler Weg zu sein oder ein weiterer Weg, den wir nutzen können. Ja, und das wird sicher dem einen oder anderen schwieriger fallen wie dem anderen, aber das ist sehr cool. Es gibt ja auch das Sprichwort. Im Englischen sagt man ja, wenn man etwas auswendig lernt, learning by heart, also mit dem Herz lernen. Und am Schluss, wir tun es ja da oben irgendwo einschaufeln. Keine Ahnung, wie das dann funktioniert und alles. Aber wir tun ja das irgendwo in einem Gedächtnis abspeichern und gleich finde ich das cool, sozusagen, hey, eigentlich lernen wir so gut auswendig, dass wir es eigentlich mit dem Herzen können und nicht mehr mit dem Kopf. Und das finde ich irgendwie ein cooles Bild, so für Bibelverse so gut kennen, dass Gottes Wort in unserem Herz ist. Der Tag durch, wann auch immer, ja. Ja. Das ist ein mega cooles Bild. Also Learning by Heart. Ich glaube, genau um das geht es ja. Jetzt beim Bibelvers auswendig lernen geht es ja nicht darum, eine möglichst grosse Sammlung von Wissen. Also es ist cool, weißt du, du kannst die Bibel Mega, ja. ich finde es beeindruckend, dass ganz Leute, also ich bin da weit weg von wahrscheinlich viele andere irgendwo sind, die da tonnenweise die Bibelverse aussagen. Du hast irgendwie im Studium, was hast du gesagt? Wie viel hast du gelernt auswendig? 180. 180 Bibelverse habe ich gelernt. Kann ich leider nicht mehr. Aber ja. Aber eben, am Schluss des Tages geht es nicht darum, dass du jetzt die 180 Verse kannst zitieren Ja. unbedingt. Also ich finde es wertvoll, etwas Cooles. Und eben einzelne sind wahrscheinlich schon Wort für Wort geblieben. Aber ich glaube, das Wertvolle ist ja, wenn das anfängt, dein Herz zu verändern, wenn anfängt, dein Gottesbild und dein Denken zu verändern, auf einer Ebene, wo nicht einfach nur kognitiv, dass du die Worte kannst in der richtigen Reihenfolge zitieren, sondern das Herz davon verstehst und das anfängst zu verinnerlichen. Das macht etwas mit dir. Von dem her finde ich Learning by Heart finde ich sehr, sehr cool. Eigentlich gut zusammengefasst, für um was es eigentlich geht bei den Bibelstellen auswendig lernen. Genau. Ja, und wahrscheinlich ist am Schluss des Tages auch weniger mehr. Also wenn ich dann die 180 kann, dann habe ich irgendwie nicht mehr Zeit pro Tag, um mit Gott irgendwie intensiv unterwegs zu sein. Oder vielleicht lange dann ein Vers, wo man dafür so gut kann, dass man dann wirklich auch, dass er einfach automatisch auch immer wieder rauskommt, weil er irgendwie einfach so in unserem Rhythmus drin ist, weil er irgendwie zu unserem Alltag gehört, oder? Das ist mega, mega cool. Ja, und die Frucht, gell? Also die Frucht davon ist ja nicht, oder das Ziel ist ja nicht, wie viel kannst du auswendig sagen, sondern das Ziel ist ja die Frucht, was es bringen soll, ist, hey, macht es dich zu einem Menschen, der Gott mehr liebt und der Menschen mehr liebt. Das ist so, der Augustinus hat doch das, glaube ich, gesagt, kann ich es richtig im Kopf haben, dass das immer das Ziel vom Bibellesen ist. Und wenn das nicht die Frucht ist, dann müssen wir uns fragen, lesen wir die Bibel richtig? Jesus sagt, ja, das ist ja eigentlich mit dem alles zusammengefasst, ist die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Mitmenschen. Und darum, ja, wie du sagst, eben, wenn du jetzt die ganze Bibel kannst zitieren, das hat jetzt der 1. Korinther jetzt zwar nicht so, aber du könntest eigentlich einen Paulus ins Maul legen, du kannst die komplette Bibel auswendig zitieren, wenn du keine Liebe hast, bist du nichts, nützt dir nichts. Und ich glaube, das würde ich sagen, zählt genauso für das, ja. Wow, mega cool. Mega inspirierend. Und es nimmt irgendwie so den Druck raus, um einfach mal zu sagen, hey, das kann man ja auch einfach mal probieren. Einfach mal dem nachgehen. Jetzt vielleicht noch ganz kurz praktisch, wie machen wir das? Wie können wir Bibelverse anfangen, auswendig lernen? Gerade vielleicht, wenn man frisch ab dem Gimmi ist, dann weiß man noch, wie das funktioniert und irgendwann hört das ja dann auf, oder? Wie machen wir das? Wie gehen wir das an? Du hast 180 auswendig gelernt. Also ich habe schon ein paar Sachen, wie ich es gemacht habe, aber ich habe das Gefühl, das ist wahrscheinlich auch noch recht unterschiedlich, je nach Lerntyp, was hilft. Und eben, vielleicht hast du auch noch ein paar coole Tipps. Mir hilft es immer mit mehreren Sinnen, ist das richtige Wort? Also wie den Text zu lesen, aber nachher noch zu hören. Ja, also nicht einfach nur auf eine Art und Weise mit dem Text auseinandersetzen. Was ich zum Teil gemacht habe, also eben ja sicher, der Start ist für mich der biblische Text. Das ist Step by Step. Und wie du gesagt hast, ich gehe mit sehr kleinen Schritten. Ich tue ein Sätzchen am ersten Tag. Und dann probiere ich das irgendwie zu verstehen, zu verinnerlichen und am nächsten Tag das nächste Satz. Also ganz in kleinen Schritten das zu lernen. Und dann habe ich zum Teil Aufnahmen gemacht, wo ich Audioaufnahmen gemacht habe davon. Oder mit KI irgendwie ein Lied kreiert mit diesen Bibelversen. Und dann konnte ich es beim Autofahren hören. Also, dass ich lesen kann, dann kann ich es hören.
ich weiß nicht, schmecken und Dinge kannst du schlechter spüren. Aber genau, weil so auf verschiedene Art und Weise der Text immer wieder damit konfrontiert werden. Aber mir hat es geholfen, irgendwo ab und zu irgendwo herzukleben oder beim Handy als Hintergrund rein zu tun. Genau, das sind jetzt so die Sachen gewesen. Oder ich habe letztes Jahr für meine NT-Prüfung auch von jedem Buch einen Bibelvers auswendig lernen. Und dann haben sie in der Wohnung an Orte aufgehängt, die mich irgendwie an Bedeutung erinnert haben. Also ich habe dann einfach so, zum Beispiel, ich muss gerade schnell überlegen, ich kann jetzt zum Beispiel gar nicht zitieren, aber zum Beispiel Lukas ist darum gegangen, dass er gesagt hat, er ist gekommen, nicht für Menschen zu verurteilen, also der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen. Und dann hat er beim Schuhregal hergehängt, so das Bereitschaft zum Rausgehen. Ja. Weißt du, so, dann habe ich gemerkt, stimmt, okay. Im Lukas hat Jesus gesagt, er ist gekommen, um den Verlorenen nachzugehen. Oder bei einem habe ich nachher ans Fenster gehängt, weil es darum ging, in die Welt rauszuschauen. Also so ein bisschen, Ja. irgendwie, mir helfen so Eselsbrücken, um es irgendwie können mit dem noch zu verbinden. Hast du noch Tipps, die du gemacht hast? Oder wie hast du es? Hey, ja, ich habe auch irgendwie alles dann müssen versuchen. Das eine ist, die Texte irgendwie auf einem grossen Druck auch auszudrucken. Und auf der hinteren Seite, das sind wirklich so Karteikärtchen halt gewesen, oder? Weil dort hast du viel müssen lernen. Auf der Hinterseite der Vers, also die Angabe, und auf der Vorderseite auch der gedruckte Text. Und so Eselsbrücken haben mir schon auch sehr geholfen, einfach zu sagen, an was erinnert mich der Vers. Manchmal sind es aber auch Wörter gewesen, die darin vorkommen. Also wenn im 2. Timotheus 4,17 4 Nomen vorkommen sind, dann habe ich gewusst, das kann mich mit der Stelle wieder in Verbindung bringen. Und das sind so Kleinigkeiten, die einem helfen können. Aber ich glaube, am Schluss muss man das wahrscheinlich auch ein bisschen ausprobieren. Eben, wie du gesagt hast, jeder Mensch lernt ja auch ein bisschen anders. Das Hören hat zum Beispiel mir jetzt nicht mega viel gebracht. Ich konnte es dann mehr mit Lesen können machen. Genau. Und was sicher auch hilft, also das weiss man ja mittlerweile auch, dass wenn man es am Morgen früh und am Abend spät noch wiederholen, repetieren, dass das einem eher bleibt, tendenziell. Ja. Das, was man als erstes gerade am Morgen macht und ganz am Abend, wenn man ins Bett geht. Und das hilft auch, weil, wenn ich am Morgen aufstehe, bin ich noch nicht ready, um so richtig reingehen, sondern einfach mal vielleicht den Vers, den ich ja gleich auch im Hirn irgendwann auswendig können, mal mir nochmal schnell aufsagen und sagen, kann ich den noch, bevor ich dann vielleicht mit einem Kaffee in die offene Bibel sitze und dann einen Text lese und meine Zeit mit Gott habe. Genau, das ist sicher auch noch eine coole Idee. Yes. Hey, ja, du hast gesagt, ein Grund, wieso wir Bibelverse auswendig lernen sollen, ist, damit sie in den Zeiten von Not, in einer Zeit von einer Dürre oder eben, wenn das Wasser mal fehlt, da ist und uns Kraft geben kann, uns kann Ermutigung geben, uns kann Hoffnung auch geben. Nimm uns doch da mal ein bisschen mit, wie du das für dich erlebt hast. Ja, voll. Genau, also ich habe es in der Session ein bisschen ausführlicher gesagt und beschrieben. Ich glaube, es ist eben so der Prozess von mich mit Ideen und mit Wahrheiten zu füllen, dass die wie sehr stabil in meinem Hirn herum sind, wenn alles andere weggeht, hat mir persönlich sehr geholfen. Weißt du, was ich meine damit? Also die Bahnen vorher richtig stabil zu bauen, mich viel mit dem auseinanderzusetzen, dass nachher, wenn die Dürre kommt und wenn das Wasser ausbleibt, dass irgendwo diese Sachen fast zu automatischen Prozessen werden. Das ist dann nicht sehr technisch. Aber es ist ein bisschen der Hintergrund dahinter. Und bei mir war es ja persönlich so gewesen, das habe ich auch in der Session erzählt, dass ich vor jetzt knapp 3 Jahren mit der Leukämie-Diagnose konfrontiert wurde, aus dem Nichts raus. Das ist ja meistens so irgendwo völlig unerwartet. Und dann einfach viele Momente gehabt in den letzten 3 Jahren, wo ich wirklich einfach nicht haben mögen, physisch nicht haben mögen, jetzt gross die Bibel lesen oder mich gross mit eben Predigt auseinandersetzen oder zu lesen grundsätzlich. Und zum Teil schon nur im Bett liegen und irgendwo probieren, klare Gedanken zu haben, sehr anstrengend war. Und es mir in diesen Zeiten mega geholfen hat, einfach können, die Wahrheiten von der Bibel eben mit gewissen Bibelstellen können zu gehen. Einfach können vorzunehmen und nochmal darüber nachzudenken, mich daran zu erinnern. Und zum einen hat es eben die Bahnen vorher bereit gemacht, dass ich wie gewisse Gottesbilder und Überzeugungen, die sind so stabil und so klar für mich, dass alles andere hat sich dem irgendwo anpassen. Das war, glaube ich, das eine gewesen. Das ist cool. Und das andere war eben gewesen, dass ich einfach in meinem Bett, wenn ich im Spitalbett oder daheim im Bett gelegen bin und nicht meine Augen aufmachen, trotzdem kann ich irgendwie, eben für mich ist Psalm 23 so einer von diesen Psalmen oder von diesen Bibelstellen, die mich sehr begleitet hat. Einfach können, der Herr ist mein Hirte, und dann kann ich dort anfangen,
ja, können über die Texte nachdenken und die auch als Ort brauchen, um mit Gott ins Gespräch zu kommen und ins Gebet zu gehen. Und genau. Und ich glaube, das habe ich so erlebt, bin wahrscheinlich aber nicht der Einzige, der irgendwo eben das. Also, ich habe das jetzt schon nachher im Nachhinein von anderen Leuten gehört, die gesagt haben, hey, dass sie von älteren Leuten mit Alzheimer, dass sie so vieles vergessen haben, aber was sie noch können, ist ihre Bibelverse, was sie auswendig gelernt haben. Oder irgendwelche Lieder, christliche Lieder, die sie halt immer wieder gesungen haben. Ähm, genau. Und darum glaube ich, ja, sehe ich je länger, je mehr, dass es glaube ich, wirklich etwas ist, was mega helfen kann, wenn man die Sachen so verinnerlicht hat und so tief in sich drin hat. Ja, mega cool. Ja, ich glaube, eine Frage ist ja immer in so einer Talphase oder in einer Herausforderung, wo aufkommt, die Frage nach der Theodizee oder warum lässt Gott so etwas zu? Mhm. Und wenn man dort drinnen dann schon so Bibelverse auswendig kennt und weiss, hey, Gott ist der gute Hirte, ich habe irgendwie die tiefste Überzeugung, dass er das ist, dass er gut ist, dass er allmächtig ist, hilft einem vermutlich dann auch besser durch das dunkle Tal, wie es ja im Psalm 23 beschrieben ist, als wenn wir jetzt in so ein Tal kommen und so sind, boah, wie weiss ich nicht weiter, Gott, wo bist du, ich spüre dich nicht. Nicht, dass man ihn einfach mehr würde spüren, wenn man Bibelverse kennt, aber es ist so dann, dass ja, vielleicht eben das verwurzelt sein in diesen Texten, wo mega kann helfen. Ja. Mein Vater ist an einem Hautkrebs verstorben vor einigen Jahren und hat da auch ganz schlimme, lange Zeit im Spital natürlich müssen verbringen. Und er hat immer seine Lutherbibel dabei gehabt, die haben wir auch noch vollgeschrieben und er hat nie Kraft gehabt, die zu lesen. Die war immer zu gewesen, aber was er gehabt hat oder was wir ihm gemacht haben, sind so kleine Kärtchen mit diesen Versen, die er schon auswendig hat können. Josua 1,9 zum Beispiel ist ein Fan gewesen. Und dann haben wir die einfach so beim Bett überall so an diesen Sachen, an diesen Apparaten aufhängen. Und immer wenn er den Vers gesehen hat, hat er vielleicht nicht Kraft gehabt, Gott zu beten oder so, aber er hat sich an den Vers können erinnern und hat gewusst, ah ja, Gott ist mit mir, ich darf stark sein, er ist bei mir, ich darf ihm vertrauen. Und das sind, glaube ich, schon so Sachen, wo, ja, wie du sagst, wo im Vorhinein wie müssen ein bisschen aufgeleistet werden, wo uns dann helfen können, wenn es mal dunkel wird. Ja. Wow. Ja. Ja, voll. Und Gott, das habe ich das erst schon probiert zu sagen. Gott kann, ich glaube, ich traue Gott immer alles zu, möchte ich grundsätzlich. Weißt du, ich sage, ich glaube nicht, dass wir müssen das vorher machen und sonst überleben wir die Wüstenzeiten nicht. Aber es zeigt sich irgendwie, dass eben in der Geschichte von deinem Vater und so viele Geschichten, die ich jetzt gehört habe, dass es ja, dass irgendwie ein bewährtes Mittel ist, das in diesen Zeiten eben doch irgendwo mega Kraft geben. Weil manchmal musst du es wieder zugesprochen bekommen. Manchmal findest du es nicht in dir innen, sondern musst es wieder nochmal lesen und musst mal erinnert werden. Und ich glaube, das ist der Unterschied von der Bibel zu der Zeitung. Also, weißt du, ich meine, es ist ja das, was wir glauben, hey, das ist ja mehr als einfach, das ist inspiriert und das sind Wahrheiten über Gott. Und irgendwo können wir da ihnen wirklich Kraft schöpfen, eben gerade für solche Zeiten. Und darum ja, also mega schön zu hören, dass es für die Papi auch so war. Und ja. Mega cool. Ja, und ich glaube, das bleibt irgendwie, oder? Dass wir wissen können, hey, ob es uns gut geht oder schlecht geht, in dieser Bibel zu verhaften, da drin zu bleiben, darüber zu wiederkommen, über die Texte, die uns vielleicht mehr, mal weniger gefallen. Das macht Sinn. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das Bild vom Marinieren so cool. Ich habe das irgendwie im Zürich Oberland mal gebraucht als Beispiel zu marinieren. Und jetzt stelle ich mir so eine Grillade vor, wo du einfach so, weißt du, meine Frau kocht manchmal indisch. Und dann das Chicken muss richtig lang in dieser Marinade drin sein für das Butter Chicken. Ja. Und ich stelle mir so zu marinieren so vor, so im Wort Gottes, wenn es um das Hagar geht. Weiss nicht, jetzt, wo ich gerade auf den Wiederkäuer geredet ist mir das wieder in den Sinn gekommen. Ich liebe so das Bild vom Marinieren, nochmal drin drehen und nochmal drin drehen und es noch weiter reinwirken, bis du so richtig einfach vollgesaugt bist von dem. Cool. Das macht schon etwas, glaube ich, und ist mega hilfreich. Ja. Und so wie das Chicken weiss auch noch nicht, dass es mal mega gut dann wird sein, wenn die Soße länger dran bleibt, oder? Darum manchmal müssen wir auch dort vielleicht eben geistliche Gewohnheit sagen, also komm jetzt noch einmal und dann marinieren wir das so richtig in uns. Mega cool. Und so richtig gut wird es dann erst im Feuer, oder? Wenn es dann gekocht ist. Aber der Prozess vorher, den braucht es vielleicht. Ja, vielleicht strapazieren wir jetzt das Beispiel. Theologisch ist es jetzt nicht. Aber cool, ja, nein, ich glaube, das sind ja die Bilder, die uns helfen können, uns auch wieder an das zu erinnern. Darum auch eine herzliche Einladung an jeden, der das Lust die Bibeltexte zu marinieren. Und natürlich darf man auch Butter Chicken marinieren, aber ich glaube, das hat so irgendwie so etwas Ewiges, so etwas Gutes, so etwas Lebensspannendes. Und das ist ja das, was wir mit der Follow Jesus versucht haben, irgendwie zu machen.
uns allen irgendwas mit auf den Weg geben, wie Jesus das Wasser ist, Jesus genug Wasser ist und wie unsere Bedürfnisse auch bei ihm gestillt werden. Mhm. Und ein Weg, irgendwie mit Jesus unterwegs zu sein, ist es, mit diesen Bibeltexten verortet zu sein, darin sich zu wälzen. Mega, mega Mhm. cool. Yes, ja, ich werde weiterhin Bibelverse versuchen auswendig zu lernen. Du hast etwas angestoßen bei mir und meiner Frau und ich hoffe, bei vielen anderen auch. Und natürlich darf man sich sicher auch bei dir oder bei uns melden, wenn das funktioniert oder wenn das noch nicht so gut funktioniert. Wir hören natürlich auch sehr gerne von jedem Hörer und Hörerin, wie es bei euch funktioniert, mit Bibelvers auswendig lernen, wo ihr schon Mühe habt, wo es vielleicht auch schon funktioniert. Darum herzliche Einladung auch, das auszuprobieren. Hey, und dir möchten wir ganz viel mal Danke sagen, dass du deine Zeit hergegeben hast, um die Session vorzubereiten, um heute da zu sein und deine Gedanken mit uns zu teilen. Danke viel mal. Ja, sehr gerne. Merci auch für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ja. Yes. Und falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann wird das höchste Zeit. Tu uns gerne mit einer guten Bewertung bewerten und folge uns auf YouTube oder Spotify, damit wir so gute Momente mit anderen Menschen teilen können. Tschüss. Ciao.